Ja, die heutige Message die geht um das Thema, wie der Name der neuen Band Narrow Gates, auf Deutsch «Enges Tor». Ich bin sehr gespannt, was dich, Samuel, in den letzten Tagen bewegt hat, was du dir für Gedanken hast gemacht zu diesem Thema. Merci vielmals für das, was du teilen mit uns heute Abend. Ja, ich will heute Abend ganz persönlich in die Strong Message einsteigen. Exakt an dem Ort, wo wir letztes Wochenende Silent Scream Seminar hatten, hatte ich vor 27 Jahren eine matchentscheidende Begegnung gehabt. Im Jungschenhaus auf dem Brunnersberg habe ich 1999 eine Person getroffen, die dort zumal die allererste Tür aufgetan hat für das, was wir heute als Metal Church leben dürfen und das, was eben weiter am Wachsen ist. Ich habe dort Simon Koch kennengelernt. Er war damals 17, ich 18. Wir haben an jenem Abend auf der zweiten Jurakette oben entdeckt, dass wir Leidenschaft für die harte Rockmusik und den christlichen Glauben teilen und gerne aktiv werden. Im Folgejahr haben wir dann mit unseren Geschwistern und jüngsten Kollegen zusammen eine Band gegründet. Heavenly Soldiers haben sie getauft. Ihr seht hier ein herziges Foto aus dem 2003. Auch wenn wir von der grossen Bühne nicht geträumt haben, für das war diese Band nicht gemacht. Ein Jahr nachdem der Simon bei Elevati eingestiegen ist, haben wir die Heavenly Soldiers beerdigt. Aber angefangen mit dieser Band hat es eine die andere möglich gemacht. Heavenly Soldiers, Elements of Rock, Unblack, Metal Church. Und der heutige Abend ist für mich sehr bedeutungsträchtig und auch berührend, weil sich ein Kreis schließt. Nach all diesen Jahren mit nur sporadischem Kontakt steht bei Narrow Gates jetzt mein alter Bandfreund, der Simon hier auf der Bühne. Er steht dort hinten, aber vorher ist er da gestanden. Genau. Und ich bin gespannt, was Gott noch wird machen aus allen unseren Teenager-Träumen. Für mich ist es heute auch wie ein verschmitztes Augenzwinkern von Gott, weil die Initialen von der Band von damals, das sind die gleichen wie die von unserem Eventformat heute Abend. HS, Heavenly Soldiers, HS, Heavy Sanctum. Der Bandname Narrow Gate, ja, der ist nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern ich habe ihn als Metal Church Community in einem längeren Prozess ausgewählt. Und weil Narrow Gate als Name nicht nur von jemandem alleine ausgewählt worden ist, auch nicht einfach nur von der Band, sondern wie der Name in einem breiten, gemeinsamen, fragenden Prozess gesucht und gefunden worden ist, darum hat er meiner Meinung nach der ganzen Metal Church etwas zu sagen. Ich habe im Bandnamen übrigens noch ein zweites Augenzwinkern von Gott entdeckt, quasi ein weiterer Blast from the Past. Narrow Gate heisst ja eben «Enges Tor». Und in der Sprache vom Neuen Testament, Altgriechisch, da heisst Tor «Pyle». Und die ganze Türanlage mit Türmen heisst «Pylon». Und wer hat seine Metal-Karriere damals zu einer ähnlichen Zeit wie mir lanciert? Und zwar mit einer Metal-Doom-Band namens Pylon. Genau. Jan Thomas, der heute Bass spielt bei Narrow Gate. Ich habe auch hier ein herziges Bandfoto auch aus dem 2003 mitgebracht mit dem jungen Jan, hier ganz links hinten, nebenzu sein Freund Matt Brandt. Ich sehe einen Zusammenhang zwischen der Stene-Pyle und von Narrow Gate und dem Pylon, dem berühmten Torportal. Ja, nach dem etwas sentimentalen Geschichtseinstieg wollen wir jetzt aber zusammen anhören, was es für uns heute könnte bedeuten, das Thema Narrow Gates. Für christlich geschulte Ohren klingt da sofort die Bergpredigt von Jesus an. Und darum liest uns Kathi jetzt die zwei einschlägigen Versen aus dem 7. Kapitel vom Matthäus-Evangelium. Und damit die Worte von Jesus dann noch ein bisschen nachklingen können, gibt es im Anschluss gerade noch eine Oldschool-Vertonung auf die Ohren. Der Narrow Gate von Acoustic Torment. Aber jetzt zuerst Katja. Geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist weit
und der Weg dorthin ist breit. Diesen Weg wählen viele Menschen, aber wie eng ist das Tor zum Leben und wie schmal ist der Weg dorthin. Diesen Weg finden nur wenige Menschen. Ist euch auch aufgefallen, dass in diesen kantigen Worten von Jesus ja gar nicht von Gottesdienst und Musik die Rede ist? Obwohl natürlich christlich prägt, ist Narrowgate also gar kein naheliegender Name für eine Band, die Metal-Gottesdienste mitgestaltet. Aber gerade weil das ein bisschen sperrig ist, ist der Name bedeutungsträchtig. Nicht nur für die Band selber, sondern eben für uns als ganze Metal Church. Weil bei dem, was in unseren Gottesdiensten passiert oder passieren soll, da geht es nämlich um so viel mehr als um geile Musik und um gute Gefühle. Und darum zuerst mal zum Hintergrund von dem Jesus-Wort vom schmalen Tor. In den Kapitel 5 bis 7 vom Matthäus-Evangelium da wird berichtet, wie Jesus angesichts der Volksmenge auf einen Berg aufsteigt und dann seine Jünger seine Lehre darlegt. Das ist eine bewusste Anspielung auf Mose auf dem Berg Sinai. Dort auf dem Berg hat das Volk Israel von Gott das Gesetz bekommen. Angefangen mit den 10 Geboten, wird erklärt, wie sie jetzt im richtigen Verhältnis zu Gott und den Mitmenschen leben können, nachdem sie von Gott befreit worden sind. Und wie sie so können mit Gott und einander leben, dass das Leben gefördert wird. Und was Jesus jetzt auf dem Berg lehrt, das ist seine Auslegung, seine Aktualisierung und Zuspitzung von all dem seit dem Mose. Jesus redet vom Reich von Gott, das anbricht. Und was wir in der Bergpredigt von Jesus lesen, das ist mehr als der grosse Mose. Weil Jesus der König von Gottes Königreich selber redet. Und er redet nicht nur über das Reich von Gott, sondern er verkörpert es eben auch. Im Bandlogo wird das sichtbar durch das Kreuz, das ihr im Zentrum seht. Jesus Christus ist das Zentrum. Auch auf unserer Metal-Kreuzfahrt zur himmlischen Heimat ist Jesus nicht nur so ein true Dude oder ein weiser Lehrer. Nein, er ist der Captain of the Host, wie wir es im allerersten Lied heute Abend gesungen haben. Er ist der wahre, der gute König, der alles Gute überhaupt erst ermöglicht. Er ist das Zentrum, das uns überhaupt erst miteinander verbindet, so unterschiedlich wie wir alle sind. Und sein Wort vom Narrowgate steht jetzt am Schluss der Bergpredigt. Da am Schluss zeigt Jesus mit 3 Bildern die beiden grundsätzlichen Möglichkeiten, wie wir auf seine Worte reagieren können. Die 3 Bilder sind 2 Tore, 2 Wege, 2 Bäume und ihre Früchte, 2 Baumeister und ihre Fundamente. Wir haben als erstes eben das mit den 2 Toren, mit den Wegen. Jesus führt in der Bergpredigt konkret aus, wie wir als seine Jünger und Jüngerinnen leben sollen und uns verhalten im Leben. Er erklärt, dass es braucht, dass im Königreich von Gott, das er bringt, das Leben kann wachsen und sprießen. Und das ist mega herausfordernd. Und so stellt Jesus zum Abschluss von seinen Ausführungen 3 Warnschilder quasi an Lebensweg, an die Lebensstrasse. Das erste Bild, das erste Warnschild, das Bild von den 2 Toren und den 2 Wegen. Zusammengefasst, stell sicher, dass du durch das Tor kommst. Es ist nicht sehr breit. Das
das zweite Bild von den 2 Bäumen und ihren Früchten, das heisst, gib Acht wegen den Leuten, die dich vom Weg abbringen wollen. Und drittens, das Bild von den 2 Baumeister und ihren Fundament, das heisst, denk nicht, dass du ans Ziel kommen wirst, nur weil du mit den anderen mitgelaufen bist. Und so ist das Kreuz im Zentrum vom Logo ein gutes Symbol, ja, weil der Weg mit Jesus kein leichter ist. Aber es ist der Weg zum Leben, zum wahren Leben. Jesus redet vom weiten und dem breiten Tor. Genau so. Mit ein bisschen Fantasie findet ihr auch das Tor im Narrow vom Bandlogo. Das weite Tor steht für den Weg vom geringsten Widerstand. So eine passive Lebenshaltung, die das Leben einfach passieren lässt und sich dem Bösen nicht entgegenstellt, sondern einfach ausweicht. Eine Haltung, die den Anspruch von Gott verdrängt oder irgendwie wegargumentiert. Jesus sagt, viele sind auf diesem Weg unterwegs. Es ist einfacher, am Anspruch von Jesus auszuweichen, als sich dem Bösen in den Weg zu stellen. Aber der vermeintlich einfache Weg, der führt am Ende ins Desaster. Und dann redet Jesus vom engen Tor, dem schmalen Weg. Und wenn ihr genau schaut, findet ihr auch das enge Tor im Bandlogo. So ein kleines orientalisches Tor unten in der Mitte vom Schriftzug. Das enge Tor steht für ein Leben, das den höheren Anspruch von Jesus versucht ernst zu nehmen. Menschen, die nicht den Weg vom geringsten Widerstand gehen, die sich nicht leichtfertig arrangieren mit den Umständen in der Welt, wie sie halt so sind. Und sich nicht von den vermeintlichen Sachzwängen leiten, die Unrecht einfach irgendwie fortschreiben würden. Nein, sondern Menschen, die bei sich selber ehrlich heranschauen, die eigenen Abgründe nicht verdrängen und schönreden und nicht auf die anderen zeigen. Das enge Tor steht für den Weg, der auf die unendlichen Möglichkeiten von Gott vertraut. Ein Weg, der sich wegen Gott eben auch in anspruchsvollsten und ausweglosesten Situationen von seiner Liebe leiten, in allem Tun und Handeln. So viel also mal allgemein, was der Narrow Gate uns allen zu sagen hat. Aber was, wenn wir das Wort und das Bild von Jesus jetzt noch ein bisschen konkreter auf unser Gottesdienstleben in der Metal Church und die Metal-Kultur allgemein beziehen? Jetzt schon einiges zum Anspruch von dem engen Tor gesagt. Und mit dem Narrow Gate ist aber auch eine Einladung und ein Zuspruch, eine Verheißung verbunden. Und für das hören wir die Person, die den Namen für die Band geschenkt bekommen hat, mit dem engen Tor und dem schmalen Weg, was sie mit dem verbindet. Wir hören die Erklärung zum Narrow Gate von der Gabe Koch. Also es ist so gesehen, dass du mal geschrieben hast, dass man eben einen Namen sucht. Ich habe das, glaube ich, über einen Mittag dann gehört. Ich habe das eigentlich spannend gefunden. Und dann bin ich rausgehockt. Ich dachte, das überlege ich. Und ich kann dir sagen, es ist keine Minute gegangen, ist mir die enge Pforte in den Sinn gekommen. Was ich damit verbinde, ist, du weisst ja, wir lesen ja abends am Freitag hier die Bergpredigt lesen und dort drinnen das Bild von diesem breiten Weg, wo ich mir dann immer so vorstelle, wie irgendwie Touristenandrang in Venedig oder irgendwo in Asien oder heutzutage so bei uns in den Bergen, das, was man auch bis in den Zeitungen sieht oder so, das finde ich immer so scheußlich, irgendwie gehetzt und Mensch an Mensch. Man muss schauen, dass einem links und rechts niemand vertrampelt und man sieht ja gar nichts recht so. Und ich stelle mir das, ich denke immer, oh, wenn ich jetzt dort wäre, das würde mich schön anschiessen, in diesem Stress inne und so unfrei, weil die Masse mich würde vorwärts treiben. Und aber dann die enge, schmale Pforte tut für mich so Ruhe ausstrahlen. Ich stelle mir so vor, dass ich dort allein oder das Zweite langsam und gewunderig darf durchgehen in meinem Tempo und dass wirklich irgendwie etwas ist, wo Gemütlichkeit, dass man sich willkommen fühlt
dass man nicht gestresst und gedrängt wird, sondern dass man einfach dort ruhig, besinnlich, mit vollem Bewusstsein, wo man durchläuft, ohne dass einem jemand schiebt, darf durchlaufen. Und ich finde, ja, das Bild sehr schön. Ja, das ist der Zuspruch und die Einladung. In Gottes Nähe, da ist Ruhe, Frieden. Ja, da findet man das tiefe Leben. Und man hat die Verheißung, dass die Ruhe, der Frieden und das Leben gerade auch in unseren Metal-Gottesdiensten zu finden sind. Weil Jesus versprochen hat, gegenwärtig zu sein, wo 2 oder 3 in seinem Namen zusammen sind. Neben dieser wohltuenden Einladung und Verheißung, da steht gleichzeitig aber der Anspruch vom Narrow Gate. Bei Jesus eben auch im Raum. Es ist auch eine Warnung für uns alle in der Metal Church mit dem Bild vom engen Tor verbunden. Jesus sagt ein paar Verse später: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern das gilt für diejenigen, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Also mit einmal im Monat Halleluja singen im Metal-Gottesdienst ist es nicht gemacht. Jesus Herr sagen und so leben, dass Jesus der Herr ist in deinem Leben, das sind manchmal schon 2 Paar Schuhe. Unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Das Leben als ein Gottesdienst, der in allen Aspekten von unserem Sein und Handeln zum Ausdruck bringt oder versucht zum Ausdruck zu bringen, dass Jesus Christus der Herr ist. Dass Jesus der Herr ist, nicht der Trump oder der Putin oder der Xi Jinping oder irgendeiner von den Tech-Gurus aus dem Silicon Valley. Und vor allem auch, dass nicht du oder ich die Herren von unserem Leben sind. Dass wir uns nicht um uns selber drehen. Dass wir nicht nach unserem Willen fragen, sondern nach dem Willen von Gott. Der Wille von Gott, der das Wohl von allen Menschen und der ganzen Schöpfung im Blick hat. Und dass wir unser Handeln dort ausrichten. Und dann gibt es gerade für uns als Metal-Kirche noch eine besondere Versuchung. Eine Versuchung, weil wir eine Art Kirche sind, die sich wegen einer bestimmten Art Musik und einem Lebensgefühl ja zusammengefunden hat. Wir könnten uns jetzt eben Gott auf die Fahne schreiben, aber uns im Metal verlieren. Nämlich dann, wenn die Musik an und für sich für uns das Wichtigste ist oder wird. Und wenn unser Lebensstil bei genauem Heranschauen am Ende auch nur einfach dem Common Sense von der Szene folgt. Ja, es gibt auch ein weites Metal-Tor. Der einfache, breite Metalweg, den gibt es auch. Dort, wo Metal-Konzert, die Musik und das Feiern alles ist, was wirklich zählt im Leben. Wo das Szenenleben eigentlich eine Weltflucht ist. Oder dort, wo auch das Kirchenleben, das Gottesdienst feiern mit toller Musik eigentlich Flucht vor der Verantwortung in der Welt ist. Und dazu sind mir eben noch warnende Worte und Bilder von den Propheten Amos und Jesaja in den Sinn gekommen. Und Katja liest uns darum auch noch aus dem 5. Kapitel vom Amos und im Jesaja-Buch. Hört auf mit dem Geplär eurer Lieder. Euer Harfengeklimper ist mir lästig. Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit soll das Land erfüllen, wie ein Strom, der nie austrocknet. Wehe denen, die schon früh morgens hinter dem Bier her sind. Bis tief in die Nacht berauschen sie sich am Wein. Bei ihren Besäufnissen spielt man mit Harfe und Leier, Handtrommel und Flöte, und der Wein fließt in Strömen. Aber was der Herr tut, beachten sie nicht. Auf sein Handeln schauen sie nicht. Das Totenreich öffnete seinen Rachen und riss sein Maul weit auf. Die Reichen fuhren hinab und genauso das einfache Volk. Der ganze lärmende, feiernde Haufen.
Ja, die Warnungen und Gerichtsworte, die sind sowas von Metal. Hört auf mit dem Geplär eurer Songs. Euer Gitarrengeschredder ist mir lästig. Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen, wie ein Strom, der nie austrocknet. All der fette Metal-Sound im Heavy Sanctum ist Gott letztlich ein Graus, wenn es nicht Part ist, mit unserem Fragen, Suchen und Ringen dann auch im ganzen Leben Gottes Willen zu tun. Wehe denen, die schon früh morgens hinter dem Bier her sind. Bei ihren Besäufnissen spielt man E-Gitarre, Bass, Double Bass und Dudelsack und der Honigwein fließt in Strömen. Aber was der Herr tut, beachten sie nicht und auf sein Handeln schauen sie nicht. Doch wenn wir im Alltag selbstkritisch nach Gottes Wille fragen und vertrauensvoll wie Kind Schritt auf Gottes Wege wagen, dann haben wir die Verheißung, dass wir gerade auch im Zusammen metallisch feiern, die Nähe, die Freude und den Frieden von Gott dürfen erleben. Eng ist das Tor und schmal der Weg. Er führt zum Leben. Ich lobe die Herr von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieses Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit: Amen. Amen.